neuen Episode an der Brexit-Show. Et könnt ihr bei dem ganzen Hin und Her kaum nach no. Das vorstimmt Parlament sing Drittresolutionen über den Brexit hestat, dann dat der ganze Prozess erledigt, aufgestöpst ist? Absolut nicht. Wir sind nach weit weg von der Ziellinie. Zur Erinnerung, der Brexit besteht aus 3 Phasen. Für den Austritt, den 29. März 2019, wo hoffentlich ein soliden Austrittsakkord in Kraft tritt. Da geht Großbritannien zu einem Drittland. Da kommt also Transitionsphase bis den 31. Dezember 2020, was bedeutet, dass London sich de facto weiterhin an all EU-Regeln halten muss, das aber ohne Mitspracherecht am EU-Parlament und am Ministerrat. Und da kommt die dritte Phase, zukünftig Beziehungen von 2021 an. An der Resolution, die das Europäische Parlament das Woche angeholt hat, gehen die Rotlinien von der EU für diese zukünftige Partnerschaft festgelegt. Für was gerade lofroderisch, aber weil auch die britische Regierung seine Rotlinien klar definiert hat. London will den Binnenmarkt an die Union verlassen. Sie wollen als Regeln nicht mehr applizieren, an als Freiheiten, besonders die Freizügigkeit der Bürger, auch nicht mehr respektieren. Auch die Jurisprudenz von der Europäischen Gerichtshof wollen sie nicht mehr anholen. Theresa May möchte also dir zu. Das lässt Europa eine einzige Option, die von einem Assoziierungsakkord mit einer umfassenden Zusammenarbeit im Bereich von der Sicherheit und von der Verteidigung, gekoppelt an einen ambitiösen Handelsakkord. Das Parlament definiert seine eigenen Rotlinien, für klar zu machen, dass wir Prinzipien und Werte nicht verwässern werden, auch wenn es sich um den Mann von einem freien Member von der Europäischen Union handeln soll. Wir wollen keine Nivellierung nach innen, keine unkontrollierte Steuerkompetition, keine Sozial- und Umweltdumpingsmaßnahmen. Konditionen für einen fairen Wettbewerb als Regeln, als Werte, die müssen weiterhin garantiert gehen. Die stehen aber im Spiel. Ihr versteht also, dass es beim Brexit mehr geht, wie den Austritt von einem Memberstaat. Das Resultat von diesen Verhandlungen basiert auf einem Assoziierungsakkord, der von allen Parlamenten an der EU ratifiziert wird, also auch Nationalparlamente haben ein Mitspracherecht, auch als Chamber muss dezidieren. Klar ist aber auch schon, dass die Briten nicht dieselben Avantagen außerhalb von der Union kriegen, wie sie wenn sie an der Union sind. Briten werden auch nicht mehr am europäischen Entscheidungsprozess mitwirken können. Kein Rechte ohne Pflichten, das ist ein Prinzip. Last but not least, etwas, was die Briten schenken zu vergessen, ehe eine Verhandlung über zukünftige Beziehungen überhaupt kann aufhängen, gesehen trete dafür, dass Briten für dich ein Drittstaat müssen gehen. Also können die reellen Verhandlungen für den zukünftigen Statut nicht für am 29. März, nicht für Unterscheidung aufhängen. Als Position ist keine Überraschung für die britische Regierung. Wir haben als Forderungen seit dem Anfang der Verhandlungen ständig wiederholt, wie die Brexit-Verhandlung von Europa Michel Barnier es auch immer unterstrichen hat. Wir müssen das schützen, was wir haben, was wir sind, als Regeln, als Werte, und das werden wir auch so machen.